Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, das Projet de loi 85/75, den ich heute vorstellen, ändert die Loi modifiée vom 8. März 2018 zu dem Etablissement hospitalier et à la planification hospitalière, so wie hier annexen. Das Projekt fügt sich an die Logik vom nationalen Spitalsplan an, aber bezweckt Kapazitäten vom Spitalswesen und die prognostizierten Besoin bis 2040 anzupassen und die Resilienz vom System am Fall von Krisen zu stärken. Der Text verfolgt 3 Hauptobjektive. Erstens gehen die minimal und maximal Schwellen und Batter, die an den verschiedenen Etablissementen dürfen genehmigt gehen, neu festgelöscht. Das Revision basiert auf einer aktualisierten Evaluation von den Besoin, die unter anderem auf demografische Entwicklung, den Zustand von der Gesundheit von der Bevölkerung, Konsommation von Soins sowie international Vergleichsdaten berücksichtigt. Die maximale Unzahl von Spitalsbetten, die dürfen genehmigt gehen, wird dummert erhöht, gerade wie die Kapazitäten, an pur als prioritär identifizierte Bereiche. Besonders an der Psychiatrie, an der Reedukation und an den Soins palliativ. Auf der anderen Seite gehen an den Spezialitäten, wo hauptsächlich ambulant Prise en charge soll gefördert gehen, die Stationärkapazitäten nur innen ajustiert. Das tut als Ziel, den Outil hospitalier und die aktuelle Parcours de soins anzupassen, ohne dabei Disponibilität von Betten für hohe Belastungsphasen auf Rot zu stellen. Zweitens, integrierte Projektreservebetten, die bei außergewöhnlichen Gesundheitssituationen können aktiviert gehen. Der vierleitende Projekt gesät Planifikation von 50 zusätzlichen Betten für jede von den 4 Centres hospitaliers de soins aigus 4, also insgesamt 200 Betten. Definition von dieser Reservebetten wird ergänzt durch eine Referenz auf Gesetz vom 8. Dezember 1981 über die Requisition am Fall von einem bewaffneten Konflikt, einer schweren internationalen Krise oder einer Katastrophe. Drittens gesät das Projekt eine terminologische Anpassung am Bereich von der Prise en charge von der Obesität für. Am Artikel 28 von der Loi hospitalière gëtt der Begriff Obesité morbide durch Notion von der Obesité avec Komorbidité ersatz. Es geht dem nur darum, die benutzten Terminologie und wissenschaftliche Fortschritte anzupassen. Das Amendement gouvernemental vom 24. Oktober 2025 ergänzen diese Kader. Sie machen das Centre hospitalier möglich, Sites supplementär zu schaffen, die speziell für Ambulanzsoins gedurcht sind, notamment an der Dermatologie und an der Ophthalmologie. Diese Aktivitäten müssen an einem streng definierten Kader stattfinden, für Sicherheit von den Patienten und der Komplementarität mit den bestehenden Opfern zu garantieren. Parallel dazu geht am Sinn von einer terminologischer Präzision und von einer Kohärenz mit der Annex A über die Definition von Spitalservices ob Chirurgie general, digestiv oder vesikulaire vermisst. Und nicht mehr nehmen ob viscéraire Chirurgie. Auf prozeduralem Plan aus dem Projet de loi den 9. Juli 2025 an der Chambre von der Madame Minister für Gesundheit und soziale Sicherheit deposiert gehen. An der Reunion vom 16. Juli 2025 gouf das Projekt an der Santékommission präsentiert und ich gouf Rapportrice genannt. Das Amendement gouvernemental sind den 24. Oktober 2025 deposiert gehen an der Kommission, wird sie zusammen mit jeweiligen Avien analysiert. Den Avis vom Staatsrat vom 18. November 2025 erhält eine Reihe Bemerkungen. Er fragt unter anderem Definition von der Reserve noch mehr klar zu fassen und eine Referenz auf den Begriff Crise internationale grave am Sinne vom Gesetz vom 8. Dezember 1981 zur Requisition zu streichen. Was die zusätzliche Ambulanzsituation geht, aus der Heisch Körperschaft mit Prinzip auch verstanden, mir schlägt für die Ophthalmologie nicht formell und ein Service der Chirurgie General am eigenen gesetzlichen Sinn unzuknappen. Diese Bemerkungen sind an der Kommission berücksichtigt und reflektieren sich am Text, wie nicht viel leid. Der 17. September 2025 wird der Collège Médical ein Avis aufgehen, an dem das Projet de loi am Prinzip positiv bewährt. Hinter streicht Relevanz von der gezielten Erhöhung von bestimmten Kapazitäten sowie das Enkadrement vom medizinischen Equipment und die Rolle der Reservewetter als wichtiges Instrument für die Resilienz vom Gesundheitssystem.
Der Collège Medical oder aber Reserve bezüglich der Partizipation oder Repräsentation von der Profession bei der Spidolsplanung beruflich Unabhängigkeit und therapeutische Freiheit und Reservebatter. Und immer wie komplementär vom 19. November 2025 begrüßt der Collège Medical Kreation von extrahospitalieren Zentren Strukturen für ambulant Dermatologie und Ophthalmologie und erstreicht aber wesentlich Konditionen. Gleich Sicherheits-, Hygiens-, Traçabilitätskonditionen wie am Spidol. Der 25. September 2025 hat der Conseil supérieur de certaines professions de santé das Projekt auch am Prinzip positiv angeholt, aber mit ein paar konkreten Rekommendationen. Er betont notamment die Notwendigkeit von einer guten, équilibrierten Verteilung von Debatten über das ganze Land. Zusätzlich wirft der Conseil Fragen zur praktischen Organisation von der Pädiatrie chirurgikal ab. Die Sensibilitätspolitik, die Grünen, hat ein Amendement den 1. Oktober 2025 abgebracht. Die Kommission hat dezidiert, das Amendementsvorschlag nicht weiter zu verfolgen. Hier wird bei einer nächsten Änderung der Spidolsgesetzgebung diskutiert. Am 17. November 2025 hat die Fédération des Hôpitaux Luxembourgeois ihren Standpunkt präsentiert. Sie begrüßt die Schaffung von Reservebetten und die Möglichkeit, ambulant Sitten an einer klar reglementierten Kader zu entwickeln. Dabei insistiert sie darauf, dass sie dieselben Standards und Sicherheit, Hygiene und Prise en Charge konsequent angehalten gehen. Zum Schluss hat den 21. November 2025 die Chambre de Commerce ein paar kritische Fragen abgeworfen. Sie stellt Projektionen auf froh, ob denen Fastlegen von maximalen Zahl und Betten basiert. Und an dem Kader vom strukturellen Defizit an der Branche Maladie-Maternité von der CNS fragt sie sich, wie nachhaltig die vorgesehenen Erweiterungen finanzierbar sind. An ihrem Avis vom 1. Dezember 2025 wird Chambre des Salariés besonders auf den Personalmangel und auf die Bedeutung von der Konversion kollektiv am Spidolswesen hingewiesen. In diesem Sinn aktualisiert das Projekt als Spidolsplanung, stärkt die sensibelsten Bereiche, schafft ein klar definierte Kader für Reservebetten und mischt neue Möglichkeiten für eine ambulante Prise en Charge. Immer am Respekt von der Qualität der Soins. Für all weitere Details verweisen ich auf meinen schriftlichen Rapport. Damit lehne ich mein Kabel als Rapportrice auf und erlaube mir, pur wieder als Sprecherin von der CSV zu sein. Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, Gesundheit ist der Schlüssel zu einer besseren Zukunft für jeden. Mit diesen Worten hat Ban Ki-moon, den ehemaligen Generalsekretär der Vereinten Nationen, auf ein einfach mit tiefgreifend Vorrecht hingewiesen. Gesundheitspolitik ist dafür viel mehr wie das Heilen von Krankheiten. Es geht froh, wie eine Gesellschaft mit ihren schwächsten Membern umgeht, wie viel Wert sie auf Prävention, Menschenwürde und Zugänglichkeit legt. Und wie eine Zukunft sie ihre Kinder und Jugendliche bittet. Als Gesundheitspolitik muss darauf aufbauen, Prävention, Menschenwürde, Zugang für jeden und nicht zuletzt Stärkung von unserem Gesundheitspersonal, das alltag für uns kämpft. Doktoren, Infirmier, Pfleger und all medizinisches Personal, die sie halten. Dieses Projekt de loi passt an die Vision von einer nachhaltigen, verantwortungsbewusster Gesundheitspolitik. Hier weist, dass wir nicht kurzfristig denken, wir langfristig planen. Eine Spidolsplanung bis 2040 verlangt Weitsicht und Verantwortung. Und die Pandemie hat uns gewiesen, wie fragil die Systeme können gehen, wenn sie bis zu Limiten gefahren gehen. Sie hat uns auch gewiesen, wie stark ein System kann sein, wenn auf Vorsicht, Planung und Kooperation aufgebaut ist. Diese Erfahrung muss an der Politik Konsequenzen haben. Kurz gesagt, es geht darum, vorbereitet zu sein, wenn es nötig ist. Nicht zu improvisieren am Krisenmodus, sondern strukturell präpariert zu sein. Mit diesem Projekt gibt konkrete Mittel auf den Tisch gelöst, für Resilienz von unserem Gesundheitssystem zu stärken. CSV unterstützt ein klares und praktisch umsetzbares Konzept, das dem Staat Handlungsfähigkeit gibt, ohne die Spitäler am Alltag an Unklarheit zu lassen. Die Reservebetten, sie genießen so ein Instrument, sie stehen für Weitsicht, nicht für Alarmismus. Gleichzeitig muss ich noch klar sagen, eine moderne Gesundheitspolitik ist nicht so froh für Spidolsbetten. Eine gute Planung muss den ganzen Parcours des Soins am Blick behalten.
Und genau da sind Amendements gouvernemental besonders wichtig. Sie erlauben neue medizinische Aktivitäten außerhalb vom Spital an einen klar geregelte Kader zu entwickeln. Das ist eine konkrete Umsetzung vom Koalitionsakkord. Und so wie am Koalitionsakkord angekündigt, werden wir dann ein paar Etappen medizinische Opfer außerhalb vom Spital weiter ausbauen, ohne aber die Struktur zu schwächen. Das ist wichtig, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Das Amendement sind die erste Etappe. Mit der Minister für Gesundheit hat für ein paar Wochen klar angekündigt, dass sie in einer zweiten Phase zusammen mit allen Akteuren einen Katalog von Aktivitäten ausschaffen will, die in Zukunft außerhalb vom Spital gemacht gehen. Da wird es darum gehen, OK par K, den passenden legalen Kader zu identifizieren. Ministerisch wird dieser Katalog bis Mitte des Jahres am engen Austausch mit der Partie prenante abgestaltet haben. Das ist voller ganz am Anklang mit unserem Koalitionsakkord. Für das CSV steht nämlich außer froh, dass wir für stark, performant und nachhaltig abgestaltete Spitäler sind. Die vorgesehenen Entwicklungen führen dafür auf keinen Fall zu einer Schwächung von unseren Spitälern. Zu allem Moment werden wir darauf aufpassen, dass der gute Mix bestehen bleibt. Als Spitäler dürfen nicht mehr klar höchst komplex Fälle reduziert sind. Sie müssen noch weiterhin ein breit, qualitativ, hochwertiges Opfer garantieren. Das ist auch am Interesse von den Medizinern, die exklusiv am Spital arbeiten. Sie müssen davon ausgehen können, dass sie auch in der Zukunft in einer guten Kondition schaffen. Und es geht also auch nicht darum, die Spitäler wegzuholen. Es geht darum, den Patienten an der Prise en charge mehr einfach, mehr klar und manchmal kompliziert wäre, abzuzeichnen. Es geht darum, Wartezeiten zu reduzieren und das System dort zu entlasten, wo es sinnvoll ist. Ohne Qualitätsverlust, ohne Sicherheitsrisiken. Zum Schluss, liebe Kolleginnen und Kollegen, dieses Projekt de loi steht für eine Gesundheitspolitik, die vorsichtig plant aus der Pandemie gelehrt wird und den Blick nur vier richtet. Eine Politik, die den Menschen am Mittelpunkt hält. Das ist der Approach von der CSV und dafür drum wir dieses Projekt macht.